Namaste. So schön bist du dabei. Die Juli ist mal wieder unterwegs für dich, der Golden Drop. Kurz nach dem Sonnenaufgang habe ich hier eine kleine Yoga-Session gemacht, um den Körper wecken, dich wecken, deinen Geist wach werden. Also deine Yoga-Morgenroutine für dich zum Entspannen, zum Kräftigen, zum Wecken. Schön bist du da, komm auf deine Matte. Wunderschönen guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen und falls zwischendurch die Yoga-Morgenroutine, deine Yoga-Routine machst, hoffe ich, du hast bis jetzt einen guten Tag gehabt und sonst wird es jetzt Zeit anzukommen auf deiner Matte. Namaste nochmal, so schön bist du da. Kommst in deine Tadasana im Stehen, tiefe Einatmung, bringst deine Hände in die Höhe und lass los. Gedanken, Emotionen, To-Dos. Nächste Einatmung bis zu deinen Fußsohlen, Tür ab, reinschnaufen, Arme in die Höhe und mit der Ausatmung ganz bewusst loslassen. Gedanken, Emotionen, To-Dos, die da nichts verloren haben. Kein Dienst erweisen, nochmal tiefe Einatmung in jeden einzelnen Wirbel, verwurzelst dich mit deiner Unterlage, Handflächen zueinander, Handflächen vor dein Herz. Mit der nächsten Ausatmung in deine Vorwärtsbeuge kommen, bis ganz sanft und vorsichtig mit dir. Liebevoll, Beine sind angewinkelt, der Rücken, Kopf vollkommen entspannt. Einatme gerade in die Wirbelsäule. Mit deinen Händen einen grossen Schritt nach vorne machen, da in deinen ersten herabschauenden Hund kommen. Ebenso da 1-2 Schritte an Ort und Stelle. Dich sanft wecken. Geduldig. Sanft mit dir selber. Handgelenk über Schultern, Chaturanga, deinen Oberkörper, deinen Körper auf die Matte bringen. Ellenbogen sind unter deinen Schultern. Sphinx Position, auch da vorsichtig und sanft mit deinem Rücken. Wir sind uns erst am Wecken. Ausatmen, Hände unter deine Schultern und von da direkt in deinen herabschauenden Hund. Komm, da nochmal 1-2 Schritte an Ort und Stelle, dich sanft wecken. In deinen dreibeinigen Hund, das rechte Bein in die Höhe, rechte Fuß zwischen deinen Händen platzieren, das linke Knie geht auf die Matte. Gerade Wirbelsäule. Mit der nächsten Einatmung streckst du dich in deine Krieger. 1 Variation. Arme sind in der Höhe. Tiefe Atemzüge da. Mit der darauffolgenden Ausatmung öffnest du deine Arme. Krieger 2. Rechte Hand über deinem rechten Oberschenkel, linke Hand strahlt hinter dir weg. Einatme mit der Ausatmung, rechte Hand in der Kante von deinem rechten Fuß platzieren. Linke Hand zum Himmel hinauf, strahlen, Blick zu deiner linken Handtür auf. Sanfter Twist, da bewusste Atemzüge ausatmen. Linke Hand zurück zum rechten Fuß und von da jetzt rechte Hand zum Himmel hinauf stoßen. Blick zu deiner rechten Hand. Ein sanfter Twist jetzt für am Morgen. Tiefe Atemzüge, jede einzelne Zelle von deinem Körper. Ausatmen, rechte Hand geht retour zum Fuß. Und dich zurückdrücken in deinen herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. 1-2 Schritte an Ort und Stelle, dich da vollkommen. Dehnen, entspannen, strecken. Und jetzt mit der nächsten Ausatmung mit deinen Händen zu deinen Füßen in kleinen Schritt spazieren, vorwärts beugen, Beine sind weiterhin angewinkelt, Rücken, Nacken vollkommen entspannt. Nächste Einatmung, Wirbel für Wirbel, sanft aufrichten, in deiner Tadasana ankommen, nochmal tief reinschnaufen, da in deine starke, stehende, stabile Position. Und mit der darauffolgenden Einatmung die Arme nochmal in die Höhe bringen, bis zu deinen Fußsohlen abatmen und nochmal ganz bewusst loslassen. Alles, was da in dem Moment dir nicht weiterhilft, dir nicht bringt. Nächste tiefe Einatmung, Hände nochmal in die Höhe, aktive Körper, aktive Fingerspitzen, ausatmen, loslassen. Druckerwartung. Dritte tiefe Einatmung, all die frische Energie in dich einströmen lassen. Handflächen zueinander bringen. Ausatmen, nochmal ganz bewusst loslassen. Kommst an, da in deiner Mitte. Und die vierte tiefe Einatmung, Handflächen das mal über deinem Kopf zusammenbringen, vor dein Herz führen und mit der Ausatmung zum Boden.
Wirbelsäule vollkommen entspannt in deiner Vorwärtsbeuge. Arm, Kopf ebenso, ganz und gar entspannt, Beine leicht angewinkelt zum Wahrlich, die Rückenmuskulatur, deine Rückenfaszien bearbeiten. Einatmen, gerade Wirbelsäule, ausatmen, Schritt nach vorne mit deinen Händen machen, in den herabschauenden Hund kommen und dann nochmal 1-2 Schritte an Ort und Stelle, sanft den Körper wecken. Und von daher jetzt dein linke Bein in die Höhe, in den dreibeinigen Hund kommen, linke Fuß zwischen deinen Händen platzieren, das rechte Knie ist auf der Matte und öffnest dich da in deine Kriegervariation, Arme sind zum Himmel aufgestreckt, gerade Wirbelsäule. Geöffneter Brustkorb, tiefe Atemzüge. Mit der darauffolgenden Ausatmung öffnest deine Arme. Krieger 2, linke Hand geht über deinen linken Oberschenkel, rechte Hand strahlt nach hinten. Ausatmen, linke Hand Innenkante von deinem linken Fuß platzieren, rechte Hand zum Himmel hinaufstoßen, tiefe, bewusste Atemzüge hier in deinen sanften Twist. Mit der Ausatmung rechte Hand zurück zur linken und von da die linke Hand zum Himmel hinauf. Auch da nochmal ganz bewusst tief reinschnaufen, ausatmen, loslassen. Verspannung, Anspannung, Müdigkeit. Linke Hand retour, Fuß zurück in deinen herabschauenden Hund kommen. Genüsslich da nochmal 1-2 Schritte an Ort und Stelle nehmen. Wahrnehmen, wie dein Körper schon geschmeidiger und weicher geworden ist. Und dann mit deinen Händen in kleinen Schritten zu deinen Füßen spazieren, da ankommen in deiner Vorwärtsbeuge, vollkommen entspannt, Rücken, Nacken, Arm. Kannst du den Kopf nochmal sanft schütteln. Und dann mit der darauffolgenden Einatmung langsam und sanft Wirbel für Wirbel aufrollen in deine stehende Tadasana. Tiefe Atemzüge da ganz bewusst über deine Handflächen, all die frische Energie einströmen lassen. Mit der nächsten Einatmung Hände in die Höhe, Schultern breit lassen, Knie anwinkeln, Chair Pose, gerade Wirbelsäule, gerade Arme strahlen nach oben. Beidurchblutung anregen, fördern, tiefe Einatmung. Handflächen vor dem Herz zusammenbringen, Side Twist, sodass jetzt der rechte Ellenbogen Aussenkante von deinem linken Knie platziert ist und du über deine linke Schulter zum Himmel hinauf schaust. Ausatmen, wieder in deine Chair Pose kommen, Arme ausstrecken, einatmen. Ausatmen, Handflächen vor dem Herz zusammen und das mal linke Hand Aussenkante von deinem rechten Knie platzieren. Über deine rechte Schulter drauf schauen, sanfter Twist. Einatmen, nochmal in deine Chair Pose kommen, schon gleich hast du es geschafft. Und aufstoßen, in deine Tadasana zurückkommen. Tief reinschnaufen, bis zu deinen Fußsohlen dir ab, vererdest dich in deiner Mitte, im Hier und Jetzt auf deiner Matte. Atmisch aus, lass los, was du nicht brauchst. Tiefe Einatmung, Arme in die Höhe, Schultern breit lassen. Gerade die Wirbelsäule in den 90-Grad-Winkel zu der Matte kommen. Da für 2 Atemzüge haben, stark in die Mitte. Und ausatmen. Hände, Kopf, Rücken vollkommen entspannt vor dir auf der Matte. Vorwärtsbeuge. Einatmen, gerade die Wirbelsäule in grossen Schritt mit deinen Händen nach vorne machen, in deinen herabschauenden Hund kommen. Mal 1-2 Schritte vollkommen entspannt, Oberkörper mitnehmen, sodass es auch wahrlich jedes einzelne Rippli, jeder einzelne Muskel, jedes Band, jede Zelle von deinem Körper da geweckt und dehnt wird. Tiefe Atemzüge von deinen Händen bis zu deinen Füßen. Die Energie strömen lassen. Und dann mit der nächsten Ausatmung, Schulter in eine Höhe mit deinen Handgelenken, kommst in deine Plank. Arme sind leicht angewinkelt, deine Chaturanga. Stark in Mitte da heben. Mit der Ausatmung, Chaturanga, auf die Matte kommen. Deine Arme vor dir ausstrecken, da in deine High Cobra kommen. Bist vorsichtig und sanft mit deinem Rücken. Du weißt, wie intensiv, wie tief, dass du da kannst kommen, wie es dir gut tut, was dir gut tut. Du kannst auch gerne noch ein bisschen rauf oder runter mit deinen Händen. Und so die Intensivität von deinem Backbend.
bestimmen. Nochmal tief einatmen, mit der Ausatmung Kopf zurück zur Matte, auf alle 4 kommen. Knie und Hüfte, Hände und Schultern in einer geraden Linie untereinander. Und von da in eine Cat-and-Cow-Pose mit der Ausatmung. In die Katze kommen, Wirbelsäule zum Himmel hinauf stoßen, Oberkörper weit weg von der Matte und mit der Einatmung Brustkorb zu der Matte anziehen, hohes Kreuz machen, Viertel genüsslich hin rausstoßen. Tief reinschnaufen in deine Lungendehnung mit der Ausatmung loslassen. Sanfte Wirbelsäule Massage, stehen zum Morgen. In deiner Yoga-Session, in deiner Yoga-Routine. Ausatmen, loslassen. Einatmen, öffnen, Brustkorb zum Himmel hinauf schauen. Ausatmen, runde Wirbelsäule, Bauchnabel zusammenziehen. Und zurück in neutrale Position, Zechen aufstellen und nochmal in deinen herabschauenden Hund kommen. 1-2 Schritte an Ort und Stelle und jetzt genüsslich wahrnehmen, wie dein Körper schon geweckt und weicher, geschmeidiger geworden ist. All die Energien durch deinen Körper strömen, durch jede einzelne Zelle fließen. Bewusste Atemzüge. Der nächste Einatmung, das rechte Bein in die Höhe, dreibeinige Hund, rechte Fuß zwischen deinen Händen platzieren. Das linke Bein ist durchgestreckt und du kommst in deine Krieger-1-Variation. Tiefe Atemzüge von deinen Handflächen bis zu deinen Fußsohlen ab. Und öffne in deine Krieger-2-Variation. Rechte Hand strahlt über rechtem Oberschenkel, linke Hand strahlt hinter. Mit der nächsten Ausatmung rechte Hand in der Kante von deinem rechten Fuß platzieren, linke Hand zum Himmel hinaufstrahlen, Twist. Tiefe und bewusste Atemzüge von deinen Händen bis zu deinen Fußsohlen ab. Ausatmen, rechte Hand zurück, linke Hand zurück auf die Matte, rechte Hand zum Himmel hinauf. Twist auf die andere Seite. Tiefe Atemzüge, ganz bewusst Energien strömen lassen durch den Körper durch. Ausatmen, rechte Hand zurück, rechte Fuß retour in deinen herabschauenden Hund kommen. Dein Hund geniesse dich da tiefer und tiefer durchdehnen, bis du dann dein linke Bein in die Höhe bringst und deinen linken Fuß zwischen deinen Händen platzierst. Das rechte Bein in einer geraden Stärke strahlt hinter dir weg. Aufrichten in deine Krieger-1-Variation. Tiefe Atemzüge da, gerade Wirbelsäule, aktive Arme, aktive Füße. Stoßest dich ganz bewusst ab mit deinen Füßen von der Matte. Saugst all die Energie aus der Erde in dich ein. Öffnest dich mit der Ausatmung in deinen Krieger 2. Linke Hand in der Kante von deinem linken Fuß platzieren. Rechte Hand strahlt zum Himmel hinauf. Blick zu der rechten Hand. Energie da strömen lassen. Ausatmen, rechte Hand retour. Und linke Hand das mal zum Himmel hinauf. Nochmal einen wunderbaren Twist für deine Wirbelsäule. Und ausatmen, linke Hand geht retour, linker Fuß geht zurück. Herabschauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Da vollkommen entspannend. Und genüsslich die frische Energie in deinen Körper einströmen lassen. Mit jeder Ausatmung loslaufen braucht's, nicht mehr braucht's. Oder nicht hilfreiche Gedanken, Emotionen. Und von da auf deine High Heels kommen und die kleinen Schritte zu deinen Händen nach vorne spazieren.
Deine Beine ein bisschen breiter stellen, hüftbreit, Handflächen vor deinem Herz zusammenbringen. Deine Oberarme sind zwischen deinen Knien platziert. In deiner Yoga-Hocke, gerade Wirbelsäule, bewusste Atemzüge zu deinen Fußsohlen in dein Wurzelchakra Tür. Dich verwurzeln mit dem heutigen Tag, mit deiner Mitte. Alles ist gut. Du bist gesund, was willst du noch mehr? Ausatmen, Füße zurück auf die Matte platzieren, Beine sind vor dir ausgestreckt. Nun nimmst du deinen linken Fuß, Aussenkante von deinem rechten Knie, streckst deinen Oberkörper in die Höhe und drehst dich zur linken Seite, sodass du jetzt deinen rechten Ellenbogen Aussenkante von deinem linken Knie kannst platzieren, linke Hand hinter deinem Rücken, Becken auf der Matte, deine Wirbelsäule aufrichten. Mit jeder Einatmung, jeder einzelne Wirbel, jede einzelne Dehnung von deinem Körper reinschnaufen. Der Ausatmung ein Stückchen tiefer in deinen Twist kommen. Ausatmen, retour in die Mitte, Beinwechsel. Der rechte Fuß geht aus der Kante von deinem linken Bein. Und deine Drehung geht zur rechten Seite, sodass jetzt dein linken Ellenbogen aus der Kante von deinem rechten Knie platziert ist. Rechte Hand hinter deinem Rücken auf der Matte ruht. Deine Wirbelsäule aufrichten, tief reinschnaufen, da in deine Dehnung mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr loslassen. Lass los, Anspannung, Verspannung. Und jetzt auch Position. Kommst zurück in neutrale Position und von daher die Beine sind ausgestreckt. Kommst mit deinen Armen zuerst über die linke Seite hinter deinen Rücken mit beiden Armen. Mit der Ausatmung ein bisschen tiefer in deine Dehnung. Wunderbar für deine Kreuzbeweglichkeit. Einatmen, in die aufrechte Position kommen, mit der Ausatmung, mit deinen Händen hinter deinem Rücken, Richtung Mattentür abgeben. Einatmen, Handwechsel andere Seite, sanft zur Mattentür ab. Du kannst da zu einem Ende, deine Beine sind vor dir ausgestreckt, leicht angewinkelt, sodass du da in eine Vorwärtsbeuge kannst kommen. Rücken, Kopf und Arm vollkommen entspannt. Über deinen Oberschenkel oder Richtung Oberschenkel. Wichtig, deine Beine sind angewinkelt, wir wollen deinen Rücken sanft wecken. Becken- und Gesäßmuskulatur da wecken. Atme ganz bewusst jedes einzelne Rippli, jedes einzelne Gelenk von deinem Körper. All die frische, neue Energie ein. Lass dich durchströmen und atme aus Verspannung, Anspannung, Gedanken, Emotionen. Nächste Einatmung sanft wieder aufrollen und von da deinen Oberkörper auf die Matte rollen. Beine sind vor dir angewinkelt, sodass du von daher mit deinen Händen zu deinen Zehen kannst greifen und deine Beine öffnest. In eine Happy Baby Pose. Dich da voller Leichtigkeit und Entspannung hin und her wiegst. Deine Hüfte, dein Becken, deine Oberschenkel, Rücken, aber auch all deine Organe sanft massieren. Und steh zu einem Ende, wenn es für dich passt, streckst deine Beine aus. Und du hast es geschafft, deine Yoga-Morgenroutine, deine Yoga-Sessions wecken, sanftes Wecken von deinem Körper und Geist in den neuen Tag. Nimm nochmal ganz bewusst eine tiefe Einatmung, als ob nicht mehr Luft in deinen Körper möchte. Halt den Atem da einen kurzen Moment an mit der nächsten Ausatmung übers Maul, sanft aber gründlich, jegliche Anspannung, Anstrengung, Gedanken, Emotionen ausatmen, loslassen und ankommen in deiner Shavasana, vollkommene Entspannungshaltung. Nimmst wahr, wie dein Körper sich anfühlt, so vollkommen entspannt. Frisch genährt, mit Energie durch jede einzelne Zelle von deinem Körper strömt. Vielleicht nimmst du es wahr mit einem sanften Kribbeln. Deine Handflächen oder Fußsohlen oder sonst nichts zu deinem Körper.
Mit jeder Ausatmung lässt mehr und mehr los und entspannst tiefer und tiefer. Ohne jegliche Anstrengung deinerseits strömt mit jeder Einatmung neue, frische Luft und Energie in dich ein. Und mit jeder Ausatmung fließt verbrauchte, nicht mehr gebrauchte Luft und Energie sanft wieder aus dir aus. Du lässt ganz bewusst los. Lass deinen Geist, Körper und Seele nähren, so vollkommen entspannt. Du darfst da gerne einen Moment liegen bleiben, so wie es dir angenehm ist. Doch ich komme langsam retour, auch du kannst dich sanft wecken. Sanfte Bewegung in deinen Körper hineinbringen. Deine Glieder strecken, tiefere Atemzüge nehmen, dich da nochmal so richtig genüsslich durchstrecken und recken. Ich vorbereite auf den neuen Tag, alles wird gut. Und er wird besser, als dass du dir magst denken. Danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich hoffe, ich kann dich unterstützen. Wenn auch du mich magst unterstützen, schau doch in meinem YouTube-Channel, abonniere meinen Kanal, gib mir ein Like oder kommentiere. Ich wünsche dir nur das Beste. Lieben Dank. Namaste, deine Julie, The Golden Drop.